Hallo ihr liebe Leid. Hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Amn auf Pelzig. Stimmt, die habe ich schon geflattert in der letzten Episode. Und da gucken wir mal, was hier ist. Hallo? Ein Gedankenschinder. Was macht dann der da? Steht alle und einsam hier rum an irgendwelche eklige Blutbäcker. Oh, und jetzt hat er uns entdeckt. Sagt mir, was zu tun Nicht so gut. Aber die Psy-Kräfte scheinen keine Auswirkung zu haben auf das Vieh. Er nuckelt schon an uns. Aber noch ist es nicht so schlimm. Und er ist betäubt. Sehr schön, jetzt ist er tot. Ich bin dabei. Jetzt können wir hier nochmal gucken. Dieser Bottich ist in einer blutroten, öligen Flüssigkeit gefüllt. Er füllt ein wenig von der Flüssigkeit in eine Flasche und versucht, den ranzigen, schwefligen Geruch zu ignorieren. Lecker. Illithidenserum, das ist eine schwere metallische Flüssigkeit, die kleine Kugeln bildet, wenn ihr sie in eure Handfläche schüttet. Wenn man das Fläschchen öffnet, bringt euch der Geruch nach verfaulten Eiern zum Würgen. Der Geruch ist zwar widerwärtig, aber es reicht schon aus, an der Flasche zu schnuppern, um eure Sinne zu schärfen. So. Dann sollten wir das wohl alle irgendwie benutzen, wenn möglich. Oder? So, da haben wir da nochmal eins. Da haben wir noch ein bisschen Brühe. Lecker, lecker. Njam, njam, njam. Und herzlichen Glückwunsch. So, jetzt haben wir jede Menge von dem Scheiß. Das können wir mal zusammenpacken. Und trinken oder so können wir das Zeug jetzt nicht. Aber wir bewahren es mal auf. So. Interessanter Fun-Fact hier auch nochmal an der Stelle, beziehungsweise wir werden es auch brauchen. Hier entsteht immer mal wieder ein Illithid, also die tauchen hier immer wieder auf, die Gedankenschinder. Wir werden es gebrauchen können, ihr wisst schon warum dann. Oder ihr werdet schon sehen warum. Okay, hier geht's nochmal wo rein. Oh, Hallöler, noch ein Gedankenschinder. Los! Und Korgan macht nochmal die der zu. Ich folge euren Befehlen. So, Ja, gute Idee, das mir zu übertragen. da kommt wieder einer zu Mir, was Besuch. auf der Rede Macht der Weg zu Anomen fertig. Oh scheiße, oh scheiße. Das war gerade noch rechtzeitig. Und später Jetzt hier wieder die schlitz der ich euch zu. den Bauch auf. Weil Abdel Adrian war kurz vor hinüber. So. Also dieses Ding, dieses Grünstein-Amulett, das scheint wirklich nur ganz wenig vor deine Psy-Kräfte zu schützen. Ach ja. Noch ein Schluck Eistee genommen. Sehr schön. Und was darf es jetzt sein? Probieren wir es dann mit Magie bannen erst einmal. Potentis. Und? Okay, Was gibt's? das bringt nix. Ja. Macht's kurz. Gut. Ich mag gerade noch mal kurz gucken, ob da noch einer ist. Jo, da ist natürlich noch einer. Hallo Gedankenschindrian. Aber ich glaube, Korgan ist dort definitiv am besten geschützt derzeit. Korgan ist echte Maschine, ohne Scheiß. Der Typ, der hat wirklich extrem hohe Rettungswürfe, muss man am Losser. Von daher, der ist echt ziemlich gute beide Korgan. Ich warte. Okay. Ich hoffe, das bringt was. Jetzt haben wir das hier. Und dann sollten wir hier nochmal eine Zwischenspeicherung machen. Gerade bei Gedankenschinder kann das immer wieder vorkommen, dass man sowas Was wollt ihr wiederholen hoffentlich, muss. Und wenn das ich ist dann immer wenigstens gut ätzend. bezahle? Deswegen, ne? Okay, was ist dann hier Schönes? Moment. Die Maschine summt voller Energie. Ihr streicht mit euren Fingern über die glatte Oberfläche und spürt, wie ein elektrisches Kribbeln durch euren Körper fährt. Hier sind anscheinend mehrere Leute gefällig gemacht und in Schlaf versetzt. Ihr untersucht die seltsame Maschinerie und stellt fest, dass sie offenbar irgendeine Flüssigkeit in die Blutbahn der bewusstlosen Oberflächenbewohner pumpt. Ihr untersucht die Maschine genauer und entdeckt eine Röhre, in die ihr eine weitere Flüssigkeit schütten könntet. Wenn ihr wünscht, könntet ihr das Illithidenserum, das ihr aus dem anderen Raum habt, in die Röhre dieser Maschine gießen. Machen wir doch. Ihr gießt die Flüssigkeit in die Maschine. Die Flüssigkeit, die in den... Oh, kann ich leider nicht mehr weiterlesen. Ihr habt uns befreit, Fremder. Dank sei Ilmater. Das ist der Leidens- und Schmerzensgott. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein Horror es war, im Albtraum noch im Anhang ohne die Möglichkeit aufzuwachen. Dank sei euch, ewiger Dank. Mein Name ist Kamaris Hochburg von Myratma. Wenn es so eine Möglichkeit gäbe, euch Archimesse zu entlohnen.
Ach, erzähl doch mal, wie du hier gelandet bist. Ich weiß es nicht genau. Wir waren Teil von einer Expedition auf Abenteuersuche im Unerreich. Das war nicht gerade das, was wir erwartet hatten. Das könnte mal klar war. Wir haben den Myrat mal angefangen und waren für eine Woche im Unerreich, vielleicht ein bisschen wer. Ich habe ein Geräusch gehört und dann wurde alles grau und verschwommen. Die Gedankenschinder müssen uns überrascht haben. Das nächste, woran ich mich erinnern kann, waren die Maschine. Es war seltsam, man konnte alles sehen und wahrnehmen, aber nicht wirklich. Die benutzen irgendwie unsere Geisteskräfte, um die Maschine dort anzutreiben. Die stellen Halskette her, nee, eher Halsbänder, mit denen die Gedankenschinder ihr Sklave kontrollieren. Werdet ihr ebenfalls gefangen, Woche? Ich kann mir nur vorstellen, dass der nächste Satz Halsbänder für euch gewesen wäre. Gut, dass wir entkommen konnten. Ja, denkt ihr, das funktioniert auch bei der Elite? Ich glaube, sie würden. Ich sehe keinen Grund, warum sie es nicht sollten. Und die Maschinen, die sind eigentlich recht simpel. Aber ich glaube, sie ist nicht voll aufgeladen. Ihr könnt nur ein paar machen. Ich schätze, ich muss euch jetzt einfach fragen. Plant ihr Flucht? Habt ihr Möglichkeit, die Stadt zu verlassen? Ja, natürlich. Was meint ihr dann, dass sich jemand festen Wohnsitz anmeldet? Also, wenn ihr den Weg rausfinden oder die Gedankenschinder irgendwie stoppen könnt, könnt man die Stadt selbst verlassen. Ich kenne Versteck mit Aufrüstung, mit Ausrüstung, wenn wir unseren alten Weg wiederfinden. Ich kann mal Leid selber wieder an die Oberfläche bringen, aber ihr müssten uns einen eigenen Weg rauszeigen. Nehmen es mir nicht übel, aber ich glaube nicht, dass wir gegen die Gedankenschinder hier selbst herausfordern können. Wir werden hier warten, bis wir verschwinden können, und wir werden für euch beten. Ich hoffe nur, dass unser Leid jetzt endgültig vorüber ist. Okay. Ihr berührt die Maschine und sie beginnt für einen Augenblick lauter zu summen. Dann taucht in eurer Hand ein goldener Reif auf. Das machen wir jetzt nochmal ein paar Mal. So. Okay, nehme genug Energie, um weitere Reife zu produzieren. Das muss reicher. Das wird auch reicher. Jetzt haben wir nämlich hier Schönes gekriegt. Kontrollstirnreif. Dies ist ein Stirnband aus einem fremdartigen Metall, das dazu fähig ist, selbst den stärksten Verstand zu unterwerfen. Vielleicht könnte man diesen Gegenstand dazu einsetzen, einen Gedankenschinder zu unterwerfen und ihn dazu zu bringen, euch eine Fluchtmöglichkeit aus diesem höllischen Gefängnis zu eröffnen. Ja, Wäre eine Möglichkeit. ist schon geschehen. Wir gucken uns das mal an, weil die einzigste Wege, die man noch gehen können, wäre hier. Und da ist nix. Diese seltsame Tür wirkt so, als ob es nur von einem Gedankenschinder geöffnet werden könnte. Okay. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Und hier? Ist verschlossen. Kriegt man auch nicht auf. Okay, da braucht man einen Gedankenschinder dafür. Und wie ich schon gesagt habe, von wegen Random Facts und so. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Wenn ihr jemals das Spiel spielen solltet, hier gibt es immer so einen Gedankenschinder, den ihr euch angeln könnt. Oh scheiße, jetzt habe ich von Korgan vergessen, so einen Reif zu holen. So, weil Abdel Adrian kann das gut abbringen. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Denn er wird unbemerkt zuschlagen, genau. So, zack und zack und zack. Eine Harfe. Die können wir nämlich weiter untersuchen. Okay, so. Und Ich werde unbemerkt zuschlagen. sehr schön. Dann stelle ich nochmal hinter den Elitit und lege ihn den Stirnreifen hinter A. Sag So, mir, was jetzt zu gehört tun, er ich bin uns. dabei. Und jetzt können man mitnehmen. Komm mit. Wie der sich schon bewegt mit seinem ekligen Cthulhu-Kopf. Ich Okay. warte, wenn es denn sein muss. Dann bewegen wir uns jetzt nur hier hoch. Mit Gedankenschinder. Und mach doch mal die der auf, sei so gut. So. So. Sein Dienst ist getan. Und das war's mit dem. Die Dere sind auf. Und die Githyanki hier. Komm, ach wieder. Das habt Idee, ihr das mir gut zu übertragen. Die Githyanki sind jetzt frei vom Gedankennetz der Elitiden. Unsere eigene Kraft ist wieder frei und wir können diesen Ort auf den Schwingen unseres Willens verlassen. Und hier jetzt erfahren wir, dass ihr nicht vorhabt, uns mitzunehmen, nicht wahr? Ich vertraue niemand genug, um zu denken, dass sie es tun würden. Ihr werdet hier bleiben, fürchte ich, denn wir können euch nicht tragen und dabei in Freiheit bleiben. Wir werden in der Zukunft zurückkehren und all den Schmutz beseitigen, den ihre Tentakel berührt haben. Ha, ich habe gewusst, dass man euch nicht trauen kann.
dann geht, aber wenn wir uns wieder begegnen, dann werden wir uns gegenseitig an die Kehle gehen. Das ist annehmbar. Wir werden abwarten, ob er die Kraft aufbringt, euch diesen Ort zu befreien. Wenn ihr diesen Ort erobern könnt, wenn ihr das Ältestenhirn töten könnt, werden alle Türen weit aufschwingen und ihr könnt gehen, wohin ihr wollt. Wenn nicht, werden wir zu einem späteren Zeitpunkt mit größerer Kraft zurückkehren. Dieses Drecksloch wird ausgemerzt. Ich hoffe, ihr seid erfolgreich und das Ältestenhirn gerät unter eure Füße. Doch ich hoffe auch, dass der Arm, der uns unser Silberschwert schwingt, gegen euch verliert. Na gut. Dann kommen wir hier wieder in den Anfangsbereich rein. Und wir können ja mal probieren, hier aufzumachen. Aber es ist verschlossen. Und wenn wir hier Schloss knacken wollen? Nee. Sagt mir, was Das zu geht tun nur, ist. wenn wir das Ich hoffe, das Ältestenhirn bringt vernichten. Und das ist der A-Führer von der Elitida, wie man sich vorstellen kann. Das heißt, die Elitiden, die lutschen nicht nur Gehirne einfach so aus, weil sie Spaß an der Fred haben und weil es noch Hähnchen schmeckt, sondern die Elitide sammeln auch Gehirne von anderen Wesen, um Informationen zu sammeln Arbeit für uns erledigen? und züchten sich so mittels Psi-Kräfte dann so Ältestenhirne heran, die dann sozusagen riesige Datenspeicher sind, könnte man sagen. Diese Ältestenhirne sind dann Anführer, die Oberpsi-Wesen und ja, haben halt auch das größte Wissen gesammelt, weil sie halt von so vielen Wesen die Gehirne beinhalten. Okay, da geht's zu der Arena von den Elitiden. Was haben wir? Oh, wow, 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 wow. Ulitarit, Gedankenschinder, Ulitarit, Gedankenschinder, Ulitarit. Ach du Scheiße. Okay. Na, meinetwegen. Edwin, mach da mal eine Todeswolke, wenn du noch hast. Natürlich nicht. Dann setzen wir einen spätzündenden Feuerball da rein. Ja, das dauert schon etwas länger. Und? Wow, 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 wow. Das waren aber viele Schadenspunkte, die er gemacht hat. Gewitter erleid. Okay. Korgan vor. Und ich hoffe, das bringt was. Die Ulitarit sind natürlich unverletzt noch. Und nee, die ganze Gedankenschinder kann ich vergessen. Die sind alle unverletzt aus der Sache rausgegangen. Nur einer ist schwer verletzt. Korgan kann doch nicht mehr so viel machen. Probieren es noch einmal. Und jetzt sieht der wieder zu. Scheiße. Der hat sich wieder geheilt, der Mistkerl. Ich höre euch bestens. Ja, dann heil doch Ich habe euch Amokoran. aus der Ferne beobachtet, Vikonia. Eure Offenheit, Anmut und Grazie haben meine Sinne recht nachhaltig benebelt. Oh, der will auch rumflirten. Okay. Ich bin sicher, es gibt etwas, das ihr schätzt, Edwin. Für einen Teil gibt es nur einen in seiner Welt. Sich selbst. Ach was, Schätzchen, Unsinn. Der Ruf meiner Verwandten stammt aus nicht vertrauenswürdigen Quellen, wie auch die Dunkelelfen ein Opfer grausamer Machenschaften und Unwahrheiten sind. Vielleicht, Magier, vielleicht. Im Gegensatz zu euch bin ich allerdings ausgestoßen hier von meinem Volk. Der Verlust eurer Brüder ist unser Gewinn und dazu ein schöner Gewinn. Es bringt euch nichts mehr zu schmeicheln, Mann. Ich sag euch, wann ihr so zu mir sprechen dürft. Reizend. Okay, dann noch einmal eine Heilung bitte auf unseren Zwergi. Spuckt's schon aus. Und wir warten, bis der sich wieder einigermaßen erholt wenn es hat. denn sein muss. Nein! Oh, scheiße. Das war dumm, das war richtig dumm. Na egal. Okay. Dann machen wir hier mal die der offen lassen. Erstmal nur ein paar von deiner Viecherei. Ich hoffe, es bringt was. So. Jetzt alle bitte auf der Gedankenschinder drauf. Oh, 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 oh. Edwin, mach die der zu, mach die der zu, mach die der zu. Scheiße, 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 scheiße. Nee, das bringt uns nichts mehr. Das bringt uns jetzt auch nichts mehr. Das heißt, da brauchen wir wieder unseren Quick Save. Scheiße passiert. Ich hoffe, das bringt was. Na gut, das sind ziemlich viele jetzt von denen. Insofern, das ist noch irgendwie erlaubt. Ich kümmere mich drum. Noch einmal. Und da ging es zur Arena hoch. Und da stehen sie dann. Wie ein Männlein tief im Walde, ganz still und stumm.
Okay. Wir probieren es noch einmal. Ja? Na, meinetwegen. Edwin jagt noch mal den spätzündende Feuerball durch Reihe. Schauen wir mal, was passiert jetzt. Und Achtung. Nur bei Erdkoloss. Scheiße. Sagt mir, was zu tun ist. Okay, wo bleibt der Erdkoloss? Schon geschehen. Ich warte. Ich bin dabei. Ich werde unbemerkt. Also die Gedankenschinder nehmen Dodofu Kenschader. Ach du Scheiße, da steht hier noch einer rum. 1, 2, 3 und 3 von denen. Oh, leck. Okay, den haben wir jetzt zumindest auch noch gekillt. Und macht die der zu. Puh. Ich werde Wenn es denn sein muss. Oh. Macht's kurz. Scheiße, scheiße, scheiße. Dann Gute wollen wir Idee, uns das mal Mädchen Geht der zu. Zeit ist abgelaufen. Sagt mir, was zu tun ist. Ich warte. Gewitter Dunner Keitel. Und Abdel Adrian hat noch ein Level gekriegt. Ist jetzt so 22 schon. Heidewitzka. Leise bewegen wir mal um 10. Und Fallen finden wir mal nochmal um 5 hoch. Eieieiei. Und er kann immer noch aufsteigen. Heidewitzka. Also der wird schon richtig episch hier. Ich halte das für ein sehr angenehmes Arrangement. Und wie sieht's weiter hier aus? Die sind jetzt langsam in Hab-8-Stellung, die Kreaturen. Deswegen speichere ich nochmal an der Stelle. Also allmählich sind diese Elitiden... Oh, scheiße. Sind diese Elitiden so richtig in Hab-8-Stellung und passen gut auf, dass ihnen nichts passiert. Das Dumme an der Sache ist, dass die halt auch wirklich sehr magieresistent sind. Ich hoffe, das bringt was. Und es sind halt auch sehr starke Kinetiker. Also, wesentlich die Psy-Kräfte verwenden. Oh, das war zweimal genuckelt und schon ist er tot. So schnell kann's gehen. Scheiße. Scheiße. Okay, wir probieren es trotzdem noch einmal. Ich hoffe, das bringt was. Ich probiere es dennoch. Oh, bleib doch mal stehen. Ne, das war ein kritischer Fehlschlag. Da kann ich nichts mehr machen. Ja, ich kümmere Ihr mich. trollt euch jetzt mal bitte. Hoffentlich werde ich wenigstens gut bezahlt. Korgan und Anom ziemlich weit Sag vor, mir, was bitte. zu tun ist. Schon geschehen. Und dann gucken wir mal, wenn wir hier reinlassen. Ich habe schon wegen weniger Anna getötet. Ja, das klingt und okay. Abdel Adrian macht die Scheiß der zu. Scheiße. Okay. Na gut, Edwin hat's erledigt. Sieht so aus, als wollten sie auch Viconia erledigen. Ja, die ist auch erledigt. Und jetzt nur noch der hier. Dann eben beim Und. Dann eben beim nächsten Schlag. Gewitter erleid. Auf Puh. euren Befehl hin werde ich vorrücken. Das war noch gut. Okay, dann beleben wir zuerst Viconia wieder. Meine Fresse. Jal Kalesh? Und Viconia, du machst jetzt eine Auferstehung auf Edwin. Zeig die Richtung mit dem Schwert. Dann machst du bitte noch eine Heilung auf Viconia. Und Edwin, du holst ja bitte dein Zeug. Meine Fresse. Das ist halt immer doof beim Magier, weil der wieder seine Zauber wieder einprägen muss. Das ist halt doof. Da gehen mir effektiv halt ein paar Zauber von niedrigerem Grad flöte bei sowas. Na gut, aber wenigstens haben wir etliche von deiner Elitide mitgenommen. Das ist schon mal was. Aber wie gesagt, die sind echt nicht zu unterschätzen. Das sind ziemlich harte Gegner. Und gerade für High-Level-Charaktere geeignet. Diese Gedankenschinder als ziemlich übler Gegner. So, jetzt gucken wir nochmal, ob wir... Okay, das und das nochmal einprägen. Ein Feuerball bitte noch. Nochmal Geisterrüstung. Alles andere ist drin. Perfekt. Ja, Abil? Vertrauen Viconia, ist etwas zieh dich für bitte Narren. Nummer A. Tot. Das ist auch ein Satz, den Viconia nicht so häufig hört. Viconia, zieh dich mal bitte an. So, deswegen jetzt hier nochmal. Die Ogerkraft-Handschuhe, aber der ist besser. So rum, so und so. Das ist nämlich der, ja genau, der Schädelschmetterer war das. Der ist dann doch eine etwas mächtigere Waffe als der gegen Untote. Also der gegen Untote ist natürlich auch gut, aber den sollten wir auch nur gegen solche verwenden.
So. Die Todesmaske dürfen wir nicht vergessen. Und unseren Hammer der Blitze. Ohne den wären wir ziemlich arm dran. So, jetzt speichern wir nochmal das Ganze. Und jagen nochmal unseren Running Dwarf vor. Ich folge euren Befehl. Weil, ja, genau, du dürfte noch so ein Dann eben beim nächsten. Hirnlolli-Schlecker sein. Ich hoffe, er kann nochmal einer von den Kreaturen mitnehmen. Okay. Anomen, hilf ihm doch mal. Okay, Korgan drauf. Mach ein bisschen Platz. Und Anomen auf den drauf. Was gibt's? Ich hoffe, es bringt was. Sehr schön. Macht's gut. Okay, Korgan vor. Der blöde Zwerg macht das Hier ist nichts mehr. Gut, du geht's zum ältesten Hirn hoch. gut. Dann sollten wir eventuell nochmal den Weg gehen. Sagt mir, was zu tun. Nachdem wir das jetzt hier erledigt haben. Ist auf jeden Fall schon mal sehr gut, wenn wir hier den Weg erledigt haben. Ich warte. Dann müssen wir Kaum der Rede hier. wert. Das ist dann nämlich noch optional hier. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Und jawohl, das war wo bei der Mini-Elitiden-Siedlung der Alhohn war. Das war 1, 2, 3 und 4. Das war das, was wir in Adkatla gehabt haben. Kampfgrube der Gladiatoren. Und das hier alles ist nochmal zusätzlich für die Elitide-Stadt mit dran gebaut worden. Okay, ein Unitarit und 2 Gedankenschinder. Nee, das hat nichts gebracht. So. Okay, Anomen ist verletzt. Hoffentlich werde ich wenigstens Und jetzt drauf. Wir dürfen Anomen nicht erreichen. Scheiße, zu spät. Okay. Ich hoffe, Ab das den bringt was. Adrian, du machst dich besser auf den Weg. Okay. Schauen wir mal zu. Ich stehe euch zu Diensten. Und Viconia, du hast nichts mehr zu bieten in der Schar Hinsicht. führt meine Na Hand. gut, dann müssen wir nochmal so Zepter der Auferstehung verwenden. Wir haben ja glücklicherweise noch eins. Das ist gut. Zu euren Dienst. Für So. Ruhm und Ehre. Anomen, bitte nochmal einmal anziehen. Das hörst du wahrscheinlich häufiger als Viconia. Und dann haben wir auf jeden Fall hier auch nochmal, hoppla, wie falscher Gegenstand. Passt doch. Dann der Feuerring. Was war denn das nochmal für ein Ring? Ein Regenerationsring. Ach, sehr wichtig. So. Viel hat er ja glücklicherweise nicht so bei sich. Das passt alles. So. Das sind unser Trophäe von der anderen Kreatur. Und das Blut vom ältesten Hirn oder so Hirnstückchen vom ältesten Hirn wären do definitiv auch noch dazukommen als Trophäe. Oh, eine Intelligenz von 3. Das ist natürlich hart am Ich Absabbern. hab schon wegen weniger getötet. Das ist wirklich so. Habnamen, nix Wissennamen her. Also, das ist der gröbste Dummkopf. Sehr schön. Das ist eine Elitiden-Geburtskapsel. Neben der Kapsel befindet sich eine leere Flasche. Wenn ihr wollt, könnt ihr so ein wenig vom Inhalt der Kapsel in die Flasche füllen. Ihr habt einen Salzwassertrank hergestellt. Ein Trank, den ihr aus dem Becken geschöpft habt, in dem junge Elitiden heranwachsen. In dieser salzigen Flüssigkeit leben die Kreaturen, während sie noch Kaulquappen gleichen. Wenn man den Trank zu sich nimmt, wird man vorübergehend gegen Psi-Kräfte immun. Das ist äußerst praktisch. Das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen, was geht. Es geht nämlich nur einmal. Denn wenn wir hier gegen den rechtlichen Abschaum kämpfen, sollten wir sowas parat haben. So. Das hätten wir vielleicht eher gebrauchen Gute können, Idee, das mir als zu wir übertragen. Do attackiert haben. Naja, egal. Dann können wir an der Stelle auf jeden Fall nochmal speichern. Und widmen uns dann dieser Geheimtür, würde ich sagen. Weil da ohne ist jetzt nicht so berauschend, aber da over sollten wir auf jeden Fall hier gehen. Korgan, nimm doch mal so eine Ei. Du kannst auf jeden Fall gebrauchen. Ja, Und das klingt okay. was geht dann hier ab? Was geht ab? Gedankenschinder, Ulitarit. Also du bist der Erste. Okay. Aber gegen das Nuckeln werden wir nicht immun. Gedankenschinder, Ulitarit verletzt. Ja, gegen das Genuckel werden wir nicht
Immun. Oh Gott, Intelligenz von 2. Das ist wirklich... Da kommt überhaupt nichts mehr raus. Das ist Hirntod. Oh nein. Korgan nochmal geheilt. Dann sollte er sich das Tränkchen auch nochmal zwirbeln. Und Intelligenz von 7 wieder. Ich folge euren Befehl. Im Moment. Und dann warten wir mal ab. So ist der Uli-Target. Und er hat wieder seine Grundintelligenz von 12. Also wirklich der cleverste ist er nicht, aber es ist auch kein vollkommener Idiot, Korgan. Okay. Hoffen wir, dass wir die Elite so erwischen. Sehr gut, weil Korgan macht ja echt schon gewaltig Schade. Und Sive kann der nicht auf einmal an Schade machen. Ja, der ärgert sich, dass das nicht funktioniert, dass er mich hier nicht geknackt kriegt. Und ja, gute Gedankenschinder hat mich ja nicht erwischt. Sehr schön, nur noch der Erdkoloss übrig. Und dann machen wir ziemlich fix platt hier den Kerler. Perfekt. Perfekt. Hier haben wir noch einen Stecker. Und das war's. Sagt mir, was zu tun ist. Dann Der Rede wert. gucken wir uns auch an, was da unten lauert. So, was hast du denn bei dir, Korgan? Was ist denn das? Eine Stabschleuder, aber was für eine? Das können wir nicht sagen. Nee, Abdel Adrian kann es auch nicht sagen. Aber es sieht aus, als würde es zu deinen Dinger passen. Deswegen bewahren wir das nochmal hier auf. Didum. Du kannst das Ding wieder zu dir nehmen. Korgan 8. Dann stapeln wir die Dinger erst einmal. Und dann speichern wir nochmal an der Stelle, genau. So, dann gucken wir uns das mal unten an, was da eigentlich abgeht. Und wir öffnen hier die Türe. Ich hoffe, das bringt was. Zwischen du für einer. Oh, verrückter Zwerg. Ja? Die Duerger, die Tiefenzwerge, sind übrigens auch nur entstanden, weil Oberflächezwerge Versinke in Erinnerungen von an der einen Ort wie Elitide diesen. gefangen genommen und gequält wurden. Unerfreuliche Erinnerungen. Und die kamen dann wieder frei. So sind dann die Tiefenzwerge aus dem Unerreich entstanden, die Duerger. Und interessanterweise sind es auch selber Sklavenjäger. Ring der Feuerbeherrschung. Dieser rote Ring wirkt so, als sei er schon oft dem Feuer ausgesetzt gewesen und ist von Darstellungen mit Flammen und Lavazungen überzogen. Magier und andere Reisende der Ebene nutzen derartige Ringe, um sich zu schützen, wenn sie die Feuerebene besuchen. Mit Hilfe des Ringes ist es dem Reisenden auch möglich, Feuerelementare unter seine Kontrolle zu zwingen. Besondere Fähigkeit, der Träger hält plus 50% Feuerresistenz und kann Feuerelementare bezaubern, plus 2 auf den Rettungswurf des Elementars. Dazu auch noch brennende Hände einsetze und Flammenschlag. Gerade mal gucken, wie viel der bringt. Magieresistenz gegen Feuer 40 und 50. So, das ist doch etwas besser sogar. Das können wir dann nämlich hier in das Ding reinpacken und verkaufen. Sehr schön, also ein toller magischer Ring haben wir auch noch gekriegt, der Verbesserungen zu einem anderen Ding darstellt. Da kommen wir nämlich zur Arena. Und hier ist ein Kuator-Priester. Das ist natürlich richtig übel, wenn man in diesen Einzelzellen hier eingesperrt ist, sage ich jetzt mal. Hoppla, falsche Taste. Das war U statt I. Ein Djinn beschwören, den kennen wir schon, den Zauber. Und wir gehen jetzt dort hier. Und wer ist dann hier drin? Ein Erdkoloss. Weißt du, Teufel, warum sie denn eingesperrt haben? Der wird sich wahrscheinlich nicht so benommen haben, wie sie sich erhofft haben. Wir sind zwar jetzt eigentlich fast kurz vor Ende von der Episode, aber ich würde sagen, das Ältestenhirn, das knacken wir heute auf jeden Fall noch. So, ich hoffe, das funktioniert auch beim ersten Schlag direkt. Und Sagt mir, was zu tun ist. Korgan vor. Okay. Okay, das kann eh nur durch einen Gedankenschinder geöffnet werden. Ich warte. Deswegen gehst du mal dort hier Ist wieder. schon geschehen. Und wir sammeln uns dort noch ein Elitit-Ei. Dann bringen wir dann wieder zurück. Von den Gedankenschindern gefangen, hieß das hier. Okay, Ich werde unbemerkt zuschlagen. sehr schön. Dann gehst du jetzt nämlich dort hier und sammelst hier noch den Kumpelei von uns.
Das ist nämlich jetzt mein bester Freund. So, kommen wir mit bester Freund. Wir gehen jetzt dort lang. Das ist halt sehr interessant, dass die Elitide hier auch wirklich nur Gänge haben, diese schützen, indem niemand anderes die öffnen kann, sondern nur ihr eigenes Volk. Also interessant finde ich das schon. Und ich finde auch die Gedankenschinder an sich ein sehr interessantes Volk. Aber sie sind halt schon ziemlich räudig. Oh Gott, wo kommt dann das auf Ammo her? Ach du Scheiße. Was wollt ihr? Ach du Scheiße. Der blöde Zwerg macht das. Nee, nicht gut. Das überleben wir nicht. Na gut, Planänderung. Ich habe gedacht, das kriegen wir heute noch hier. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt hier doch meinen Cut. Gesundheit Hugo, auch wenn der jetzt wieder niest. Und wir sehen uns dann Entschuldigung, das wollte ich auch noch sagen. Für alle, die nochmal andere Let's Plays gucken. Ich bin ab morgen, ab Freitag, ab Samstag bin ich fort. Das heißt, eigentlich bin ich heute schon am Freitag fort. Und ich bin auf einer Lab-Veranstaltung, auf einer Con wieder, bis zum Dienstag. Das heißt, entweder Dienstagabend oder am Mittwoch, im Laufe des Tages, werde ich dann wieder Let's Play veröffentlichen. Das heißt, wir sehen uns nicht morgen wieder, sondern wir sehen uns erst am Mittwoch oder am Dienstagabend wieder. Und bis dort, würde ich sagen, vertreibt euch doch die Zeit mit anderen Let's Plays von mir, wenn ihr wollt und noch die anderen noch nicht gesehen habt. Und ansonsten, habt eine gute Zeit und machen's gut. Wir sehen uns dann bald wieder. Ich bin nicht für ewig weg, ich komme wieder. Ayan Yankee.